Wie all Jahr waren wir auch auf die 36. Edition vom italienischen Filmfestival zu Villeruy. Die offizielle Themen vom letzten Filmfestival von Villeruy waren den italienischen Kino und Puglia, die süditalienische Region, die dem Talent entspricht. Wenn ihn aber genau aufgepasst hat, dann ist ihm sehr aufgefallen, dass auch ein anderes, inoffizielles Thema der Festival mitgeprägt wird, nämlich die Politik. Wenn ihn die Aktualität am Land von der Dolce Vita surveilliert, dann kann ihn das Präokkupation ganz gut nachvollziehen. In dem Sinn haben wir einen Film mehr speziell in die Lupe geholt. Der Film, den wir präsentieren, ist Viva la Libertà von Roberto Ando und Tony Servillo in der Hauptrolle. Dieser Film basiert im Roman Il Trono Vuoto, den edlen Thron, ein Titel, der nicht wenig über die politische Situation in Italien ausdrückt. Die italienische Elektion steht kurz vor der Tür und an einem schwachen Moment dezidiert Enrico Olivieri, der Leader von der italienischen Gauche, kurzerhand zu verschwinden. Enrico! Ma dove può essere andato? Non ne ho idea. Non ti viene in mente nessuno? Un amico? Un uomo politico non ha amici. Io sono perfettamente consapevole delle conseguenze che si scateneranno a Roma. È proprio quello che voglio. Voglio vedere questi stronzi che cosa faranno senza di me. In questo momento il paese non può consentirsi una latitanza dell'opposizione. Den Enrico hat auch einen Zwillingsbruder, den Giovanni, von dem keiner etwas weiß. Der soll kurzfristig die Rolle für seinen verschwundenen Bruder überholen. Den Giovanni als Schriftsteller und Philosoph, und vor allem war er vor kurzem noch am Geckenhaus. Io sono qui per far sì che domani non si dica i tempi erano oscuri perché loro hanno taciuto. Der Verrückte kennt dem nur zum nächsten Premier ernannt gehen. Zumal die Sondagen den Giovanni quasi über die Nacht eine erschreckende Majorität zu sprechen. Dice che io sia la stessa persona. Porto con me tutti gli uomini che ho amato nella mia vita. Neanche te ho dimenticato. Si sente solo un respiro. Sei tu. Den Tony Servillo ist brillant aus seiner Interpretation, weil bringt es fertig, spät gegenseitig Rollen vierstellig authentische rüberzubringen. Kann just der Wahnsinn die italienische Politik noch retten. Aber wenn den Enrico soll abtauchen, was dann? Derselbe Tony Servillo hat auch an einem anderen rezenten italienischen Meisterwerk die Hauptrolle, am Film La Grande Bellezza. Das ist also ein ganz außergewöhnlicher Longmetrage von Paolo Sorrentino, den das fiktionale Leben von Jack Gambardella erzählt. Hier ist ein ganz famoser Journalist von Rom, der sich keine High Society Party entgehen lässt, als er Leben an der Scheinwelt von den Intellektuellen genießt. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Obwohl sich keine wirkliche rote Faden durch diesen Film zieht, brillierte Paolo Sorrentino durch eine geniale Kamera an der Message, den er dem Zuschauer übermittelt. Und zwar die Oberflächlichkeit von der Gesellschaft. Und um uns mich wird das Thema noch ein gut Woche, nachdem sich der Film gesehen hat, beschäftigt. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Ein dritten und letzter Film, den wir euch präsentieren, handelt vom Leben vom italo-belgischen Sänger Rocco Granata, den die meisten von uns Begriff dürfen, wenn es sein bekannteste Lied Marina. Es ist also auch nicht verwunderlich, dass dem Steen Konings sein Film genau diesen Titel dreht. Buonasera, signorina, buonasera. Wenn er aber gemeint hat, dass Marina sich just mit dem Leben von Rocco befasst, soll sie gieren.
Der Film ass nämlich für allem d'Geschicht vun den italienischen Immigranten, die an Belschmine schaffe gange sinn an et bei weitem net immer einfach hatten. Dazu gëtt noch der Generationskonflikt zwischen dem Rocco und seinem Pap, der nicht viel von seinem Beruf, seinem musikalischen Talent hält, erleben hat, dass aus dem Rocco etwas Anständiges sollte gehen. Où est l'espoir? Est-ce qu'on laisse tout dans les mains des autres ou est-ce qu'on prend soi-même une certaine initiative? Et je crois que ce film et cette histoire est la preuve qu'il y a des possibilités. Évidemment, on ne peut pas espérer de devenir une star ou un premier ministre comme Elio Di Rupo en Belgique. Hein, donc, et ce n'est pas nécessaire. Hein, mais c'est une question de trouver le bonheur quelque part et d'être content dans la vie. Et je crois que c'est possible. Mais il y a autre chose, c'est qu'on ne peut pas éviter que... Et on ne peut pas nier qu'il y a certains endroits où il y a le racisme et qu'il faut se battre contre tout ce qui sont des préjugés, tout ce qui est... tout ce qui se passe dans l'étranger et dans un pays où on arrive. Gleichzeitig ist Marina durch seine verschiedenen Thematiken viel mehr aktuell, wie ihr Kind mengen. Ma motivation pour faire ce film, c'est parce que justement, c'était un film pour moi qui est très actuel, un thème qui est très actuel. C'est-à-dire que l'intégration, le fait de pouvoir réaliser un rêve, de trouver du travail, d'être quelqu'un qui est accepté par les amis, dans les écoles, d'être traité comme tout le monde, c'est un rêve de tout le monde, d'être normal et de ne pas être traité comme un étranger ou quelqu'un qui n'a rien à voir dans une société. Donc je crois que toutes les familles, tous les gens qui déménagent, les drames qu'on a vus à Lampedusa les dernières semaines, par exemple, sur les petits bateaux et tous les gens qui ont laissé la vie parce qu'ils avaient le même rêve, je crois que c'est plus que jamais actuel, ce thème. Filmfestival vu Villeruy dreht sich aber nicht alles nëmmen Filmer an Kinoswelt. Diese Edition konnte beispielsweise an der Genuss von der süditalienischen Musikgruppe Nidi Dada kommen, die sich am Kader vom Festival zu Asch an der Kulturfabrik ein Konzert zum Besten gehen hat. Je suis vraiment pas fanatique de musique traditionnelle et pour le coup, ce que j'ai vu là, ça m'a vraiment impressionné. Interessant ist es dabei, dass sie fertig bringen, traditionelle Musik aus dem Salento zu verbinden mit moderner elektronischer Musik. Et kann ihn also auch schon gespannt sein, was der nächsten italienische Filmfestival alles von Überraschungen wird bereithalten. An dem Sinn gebe ich also Rendezvous vom 24. Oktober bis zum 9. November zu Villeruy, wann die mittlerweile 37. Edition von diesem Festival wird stattfinden.